Hm. Ja, Leute, wir haben es durchgespielt. Ging schneller als erwartet. Ich hätte gedacht, ich stelle mich noch blöder dran. Okay. Gutes Spiel. Doch. So, jetzt, ihr wisst. Ich hoffe, dass der Abspann jetzt nicht eine Dreiviertelstunde geht, sonst muss ich jetzt eine Dreiviertelstunde labern, aber ich habe keine Ahnung, ob es eine After-Credit-Scene oder wie das heißt gibt. Mal gucken. Falls es eine gibt, dann tue ich das in den Kapitelmarken vermerken, dass er hinspringen könnte, damit er mein Gelaber nicht ertragen ist. Sag mal, wieso bin ich denn auch? Guck mal, wie ich am Weinen bin. Oh, die haben sich gegrüßt. Oh. So, nee, ein gutes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Und das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich das erste Spiel, wo ich das Schleichen okay fand. Ich sag nicht, dass es mir richtig super Spaß gemacht hat, aber es war okay. Manchmal hat es Spaß gemacht, manchmal weniger, aber grundsätzlich war schon okay. Dadurch, dass die halt immer so den Kreis oben drauf gehabt haben, wo du gesehen hast, okay, sie haben dich registriert, aber sie gehen jetzt erstmal gucken, was los ist und tun dich nicht gleich Alarm schlagen oder sowas. Das alles natürlich noch immer wieder im Hinterkopf behalten. Ich habe die Schwierigkeit auf super easy gehabt. Also die Schwierigkeitsgrad selbst, dass ich Energieverlust und wie doof die Gegner sind, auf super einfach, die Anzahl der Gegner aber auf normal und die Rätsel auf schwer oder normal oder keine Ahnung, das Höchste, was halt geht. Also von daher, ja. Und trotzdem hat mich Voss mal ordentlich platt gemacht, hey. Junge, ich weiß nicht, die ganze Zeit wirst du zu gekackt mit, hier, so schlägt man, so weicht man aus. Ich bin im ganzen Spiel noch nicht einmal ausgewichen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich glaube, bei dem Kick, den er da gemacht hat, da hätte man ausweichen müssen. Entschuldigung, ich habe den Ton an meinem Handy noch an, so. Extra Leben gekriegt. Da hätte man ausweichen müssen und dann hätte man auch keinen Schaden gekriegt. Ich weiß nicht genau, wie Ausweichen geht. Ich glaube A und links oder rechts oder so, aber wenn du es falsch machst, dann hüpft er. Ein bisschen doof. Weißt du, dann kriegst du hier so einen Kranich-Kick ab und hüpfst noch in die Luft, damit er noch ordentlich schwungert und dir richtig in die Klöten eiern kann. Ja, so irgendwie. Egal. War cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann am Schluss um die Arche Noah geht. Also ja, Bundeslade haben wir durch und was weiß ich was, also in den Filmen halt. Und jetzt geht's hier um die Arche Noah. Interessant. So. Ich kenne jetzt ein paar Leute, die sagen würden, wenigstens keine Aliens. Nö, ich fand das mit den Aliens hat mich nicht so gestört. Das Problem vom vierten Film waren nicht die Aliens. Es ist halt Indiana Jones, das ist halt immer irgendwie übernatürlich Gedönsel. Egal. So. Was labern wir jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Was spiele ich denn jetzt? Also wenn dieses Video rauskommt, das dürfte so Ende Januar irgendwann sein. Vielleicht auch schon 1. 2. Februar. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Dann haben wir noch 28 Tage, bis Monster Hunter Wilds rauskommt. Und jetzt kann ich es ja hier sagen, höchstwahrscheinlich, ich habe mir ja 2 Wochen Urlaub genommen für Monster Hunter Wilds, wie ich das gerne mache. Ja, höchstwahrscheinlich werde ich nicht wirklich zum Monster Hunter zocken kommen. Ich glaube, da werde ich den Kanal auch ein bisschen von den Videoanzahl ein bisschen runterfahren müssen, weil private Sachen stehen an, die sich nicht aufschieben lassen. Und ja, muss man halt durch. Muss ich mal einen schönen Urlaub opfern, mal einen schönen Zockurlaub. Naja, da machen wir dann als nächstes. Aber bevor wir zu Monster Hunter kommen, muss ich erstmal noch im Februar mit weiteren Sachen füllen. Was ich noch auf der Liste stehen habe, das heißt nicht, dass die jetzt halt kommen. Das heißt nur, ich habe es auf der Liste, wo ich halt noch zocken will, ist Name vergessen. Aber das Spiel, wo man dauernd Sachen anzündeln muss. Wie hieß das denn? Wie heißt das denn? Ich habe keine Ahnung mehr, weiß nicht. Das wollte ich eigentlich zocken um die Weihnachtszeit rum. Da gibt's wohl, also nicht wohl, da gibt's eine Erweiterung für
für eine Weihnachtserweiterung so. Ist jetzt ein bisschen spät, wenn ich dann im Februar oder so ein Weihnachtsspiel zock. Das wird es wohl nicht werden. Ich hätte noch das andere Spiel, dessen Name mir auch gerade entfallen ist. Ist eine Walking Sim mit ein bisschen Rätsel drin. Vom Publisher, der auch... Alter, was hab ich gerade für Probleme mit Namen? Wie hieß denn diese geile Walking Sim? Junge, ist das gerade schlimm. Die Walking Sim, die irgendwie oder auf irgendeinem komischen Planeten bist und musst da runter, weil du gestrandet bist. Mann, ey, das, was auf dem Roman von dem Typen Fuß, dessen Name ich auch vergessen habe. Das ist ja Wahnsinn, was ich hier lauter Namen vergessen habe. Mann, der Roman hieß Solaris, das weiß ich noch. Wie hieß er denn? Lem, Stanislav Lem, genau. Und ja, da gab es ja dann ein Spiel. Invincible, genau. Invincible. Wer es noch nicht geguckt hat, das Let's Play, guckt es euch an. Das war richtig gut. Fand ich richtig, richtig gut. Da hätte ich sogar Bock, das einfach nochmal zu spielen. Vielleicht spiele ich es einfach nochmal. Ist ja nicht verboten. Ist ja mein Kanal. Ich kann auf meinem Kanal machen, was ich will. Und wenn ich Bock habe, irgendein Spiel nochmal zu spielen, könnte ich das machen. Edith Finch könnte ich auch nochmal spielen. Das war auch ein richtig gutes Spiel. Ja, jedenfalls, der Publisher von Invincible halt, der hat noch ein Spiel rausgebracht, wo du so eine Nonne spielst, glaube ich, die so ein bisschen mit dem Glauben hapert und muss, glaube ich, einem ausgebrochenen Sträfling, die müssen sich dann irgendwie zusammenarbeiten, um, keine Ahnung, so viel weiß ich da auch nicht drüber. Ich weiß nur, dass ich es interessant finde, weil, ja, keine Ahnung, fand ich eigentlich gut. Das steht ganz oben auf der Liste, heißt nicht, dass ich es jetzt als nächstes zocke. Was habe ich denn sonst noch zu zocken? Oh ja, ich habe noch einen Haufen Telltale-Spiele. Da gab es ja letztens im Humble Bundle irgendwie das Telltale Bundle. Und ich habe alle Walking Dead Spiele, Telltale-Spiele. Also alle Seasons 1 bis 3. Ich weiß gar nicht, wie viele Seasons gibt's. Und die Nebendinger habe ich noch. Mal gucken, hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Ich hätte halt eher lustig, ich habe halt lieber Lustiges, aber es gibt nicht mehr so viele lustige Telltale-Spiele. Ja. Ich meine, Zurück in die Zukunft habe ich gespielt. Ich habe Jurassic Park gespielt, was durchaus auch witzig war. Oh ja, stimmt. Es gibt auch ein Telltale Secret of Monkey Island. Das wäre eventuell eine Idee. Hätte ich schon Bock drauf. Dann steht noch an, das habe ich mir noch nicht gekauft, aber ist auf meiner Watchlist natürlich. Wunschliste. Hey, jetzt geht's wieder los. Ich und Namen. Controller entfernt? Nee, mach mal weiter hier. Controller entfernt, annehmen. So, annehmen. So, kann ruhig weiterlaufen, dass wenigstens ein bisschen Bewegung im Hintergrund ist, während ich hier laber. Ich glaube, One Last Thing oder so heißt das, oder One Little Thing, irgendwie sowas. Ich habe doch letztens das Spiel gespielt, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, ein Point-and-Click-Adventure mit Bilder der Renaissance, wo du in den Bildern der Renaissance rumläufst und mit saudummem Humor irgendeinen Fuzzi umbringen musst oder sowas. Ach, keine Ahnung. Und der hat jetzt das neue Spiel rausgebracht. Das steht auch noch recht hoch im Kurs bei mir, wo ich Bock drauf hätte. Eigentlich Point-and-Click wäre eigentlich eine coole Sache. Soll auch relativ kurz sein, also vielleicht kriege ich das wieder. Ja, ne? Normalerweise jeder Normale kriegt Point-and-Click-Adventure. Ja, dauert 2 Stunden. Ich brauche dafür 8, weil ich doof bin. Macht ja aber nix. Ansonsten, was steht sonst noch an? Ich habe keine Ahnung, was sonst noch ansteht. Vielleicht finde ich so noch irgendwas. Ich hoffe ja, ich habe ja eigentlich immer noch gehofft, dass ich ein paar gute Dinosaurier spiele. Ich mag, wen wundert das, ich mag Dinosaurier. Und ja, es gibt noch ein paar Dinosaurier-Spiele. Das Problem ist, dass Dinosaurier-Spiele meistens Versteck, Weglauf, Dingsbums, Stealth-Spiele sind. Entweder Stealth oder Shooter. Mag ich beides nicht. Dann lieber noch Versteckgedönse als Shooter, weil Shooter bin ich noch schlechter im Verstecken. So. Und da kommt ja ein neues Jurassic Park Spiel raus. Heißt irgendwie, Jurassic Park irgendwie heißt das. Und das sieht für mich
eher Walking-Simmig aus. Also eher so, keine Ahnung, ich hoffe, dass es eher so, wie zum Beispiel Indiana Jones, wie das Spiel hier wird. Da war also relativ wenig mit Schusswaffen zu sehen und so. So, ähnlich wie in Indiana Jones, ja, auch wenn er eine Waffe hatte. Und ich habe sogar ein paar Mal geschossen mit einer Waffe. Aber, ja, wie gesagt, ihr werdet es wahrscheinlich gemerkt haben, ich bin nicht gut an der Waffe. Ich wurde nicht für den Dienst an der Waffe geboren. Vielleicht hat mich deshalb die Bundeswehr damals nicht eingezogen. Nee, die hat mich nicht eingezogen, weil ich dritter Sohn bin und ich deshalb Freifahrtschein habe. Ich wäre auch nicht freiwillig hingegangen. Geht's noch? Ja, so. Das ist so die Zukunft. Sag mal, wie viele Violinen gibt's denn hier? Ich sehe jetzt schon 5. Mal Violine. Die heißt Principal Viola. Okay, und Violine zu Viola auch nicht schlecht. Gibt's da einen Unterschied zwischen einer Violine und einer Viola? Ist Viola größer oder älter oder was? Hoppala. So, was bleibt noch zu Indiana Jones zu sagen? Ey, ich fand's wirklich richtig gut. Es hat Spaß gemacht und ja, ich weiß, dass viele Leute, oder nicht viele Leute, aber ein paar Leute halt gesagt haben, ja, es wäre mir lieber, wenn es eine Third-Person-Ansicht wäre, weil Ego-Perspektive kämpfen ist immer so, ja, gebe ich denn durchaus recht, in Ego-Perspektive kämpfen ist immer, außer du machst die Gegner, du gibst den Gegner nicht, also, ne, wenn die Gegner sehr wendig sind und um dich drumherum hüpfen, sowas, dann ist Ego-Perspektive die Pest. Aber wenn die Gegner halt auch realistisch sind und quasi dasselbe Repertoire oder ein bisschen dümmer sind wie du, und dann ist das schon in Ordnung, aus der Ego-Perspektive zu kämpfen. Also doch, hat mal Spaß gemacht, Indiana Jones, und ich bin froh, dass aus der Ego-Perspektive auch das Erkunden und sowas war. Also Third Person, ja, wäre gegangen, aber war schon richtig cool, hat mir gefallen. Mir hat auch gefallen, sehr gut gefallen, habe ich ja eben schon erwähnt, dass man das Spiel höchstwahrscheinlich so ziemlich ohne Gebrauch von Schusswaffen hätte durchspielen können, außer halt die Szenen, wo du auf einem Boot oder im Flugzeug bist, wo du halt Leute abknallen musst, ja, aber grundsätzlich, wenn du rumläufst, sowas, hättest du eigentlich, glaube ich, alles ohne Schusswaffen hinkriegen können, was ich sehr gut finde. Also, ja, ich denke mal, es wird ein paar mehr Leute geben, die mehr rumgeballert haben wie ich, aber ich mag halt Rumballern nicht. So, das Erkunden hat Spaß gemacht, das Rumhüpfen natürlich, Peitsche und so, hey, es war richtig cool, ja. Grafik war, ja, da wäre noch was gegangen, grafikmäßig, mit einer Nvidia-Grafikkarte, die auf keinen Fall den Preis rechtfertigt. Wäre da noch mehr gegangen. Raytracing, was weiß ich was, Light, Following, irgendwie sowas. Kannst du da noch machen? Nee, sorry, aber für mich muss ein Spiel an allererster Stelle flüssig laufen. Das muss flüssig laufen und deshalb. Natürlich sieht es mit Raytracing und sowas super gut aus. Und wenn du dann in deinen Pfützen, keine Ahnung, deine Nasenhaare sich in den Pfützen spiegeln oder sowas. Aber wenn es deshalb blöder läuft, sodass ich eventuell auch hochskalieren muss und sowas, nö. Ich will, dass ein Spiel nativ 1440p läuft mit 60 Bildern. Und dann bin ich glücklich. Und wenn das heißen muss, dass ich Raytracing davon ausschalten muss oder dass ich da halt keins krieg, dann ist es halt so. Das ist mir kackegal, Hauptsache es läuft flüssig und ich muss da nicht mit irgendwelchen Tricks hochskalieren, wo dann wieder der Input-Lag drunter leidet, also dass der Input-Lag höher wird und dass sich das Ganze nach Wischiwaschi anfühlt. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Was ist ein Akro? Okay, keine Ahnung, aber cooler Studioname. Wie lang geht der Abspann schon? Sehr lange. Jetzt bin ich natürlich im Überlegen. Ich habe jetzt eigentlich, wäre das jetzt wohl die letzte Folge. Das sind jetzt schon knapp 60 Minuten, wo das läuft. Ob ich das dann nicht doch besser in 2 Teile cutten soll. Aber wenn halt vom letzten Video der Abspann alleine eine Viertelstunde geht, ist auch ein bisschen doof. Ich könnte natürlich hingehen. Moment. Ich könnte natürlich hingehen und könnte die Video in 2 Teile machen
also das letzte Video, jeweils eine halbe Stunde und dann ist halt beim letzten Video eine Viertelstunde Abspanngelaber oder so. Dafür aber am selben Tag die Videos hochladen. Mache ich halt gerne, weil ein stundenlanges Video ist halt immer ein bisschen doof. Ich meine, ja, ich hab das als gerne. Ja, mich auf die Couch setzen und einfach mal eine Stunde Let's Play gucken. Schöne Sache. Aber manchmal hast du halt einfach nicht die Zeit. So, und dann musst du immer wieder von vorne, also nicht von vorne anfangen, musst du halt immer wieder an die entsprechende Stelle springen und dann vergisst es und keine Ahnung, 3 Tage später, wenn du mal wieder Zeit hast, ja, wo war ich denn jetzt? Das ist ein bisschen doof. Deshalb ist es vielleicht eine gute Idee, wirklich das letzte Video jetzt in 2 Teile aufzuteilen und die am selben Tag zu veröffentlichen, beziehungsweise im Abstand von, keine Ahnung, sagen wir mal 15 Minuten oder so, was gute Idee. So, ich glaube, wir sind so langsam. Ne, sind wir nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind in die Zenimax Studios. Keine Ahnung, aber die scheinen viele sehr große Zähne zu haben, deshalb heißen sie Zenimax. So, da hätten wir den Animator, das ist der Victor Sylos, da freue ich mich immer. Die Elise LeBosquain, das ist mal ein Name wie ein Donnerschlag. Jeremy Lulé, ein Name wie ein Wasserpistolenschuss. Keine Ahnung. So, wir sind bei den Bethesda Game Studios angekommen. Immerhin. So, also wo waren wir? Austin, jetzt in Dallas. Ist bestimmt auch Montreal. Okay, dann gehen wir halt ein bisschen weiter hoch. So, wo ist Rockville? Ist Rockville auch noch in Kanada? Ich habe keine Ahnung. Bethesda Game, Bethesda Softworks. Was sind denn Softworks? Sind das die Wackelpudding herstellen? Keine Ahnung. Wackelpudding für alle. Ich weiß es nicht. So, ihr merkt schon. Wie gesagt, falls ihr bis hierhin geguckt habt und spätestens jetzt denkt ihr euch, sag mal, was labert der für ein dummer Quatsch? Ja, das wird nicht besser werden. Ich laber jetzt einfach nur durch und guck, was am Schluss passiert. Falls es noch eine Szene am Ende der Credits gibt, eine sogenannte After-Credit-Scene, dann werde ich die mit einem Timestamp versehen, dass ihr da dann einfach hinspringen könnt. Habe ich, glaube ich, auch am Anfang erwähnt. Ihr müsst jetzt mein Gequatsche hier nicht anhören. Könnt ihr aber gerne machen. Könnt ihr einen Kommentar schreiben, wenn er sagt, Junge, ich habe mir dein dumm Gelaber jetzt irgendwie 30 Minuten angehört, ich will meine Lebenszeit zurück. Kannst du gerne machen. Schreibst so einen Kommentar, kriegst du eine Antwort von mir drauf, die das da lautet. Pech gehabt. So. Also so langsam sollte jetzt aber wirklich fertig werden. Das Problem ist nämlich, wir haben 13:15 Uhr. Ich bin seit 8 Uhr wach. Es ist heute Sonntag. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe hier eine Flasche Mate getrunken. Oh, guck mal, die hat gar keinen Deckel. Haha. Ja, grüner Deckel. Ich habe eine Flasche Mate getrunken, dass ich fit bin, aber noch nichts gegessen. Und ich habe voll Hunger. Ich will mir heute wieder Curry machen. Also, ja, auch geil. Ach komm, jetzt ist es eh geil. Jetzt kann ich ja, bis hierhin guckt ja eh keiner. Ich habe mir wieder Zeug für Curry geholt, also Aubergine und Zucchini will ich reinmachen. Und dann mache ich gern geräucherten Tofu. Schneide ich mir einen Würfel, schmeiß den rein. Aber nur geräucherter, damit der wenigstens ein bisschen Geschmack hat. Ich könnte mir auch einfach Fleisch reinhauen. Ich bin kein Veganer oder Vegetarier. Ich esse aber sehr gern Gemüse. So, und da ich aber finde, hey, geräucherter Tofu ist schon geil, ne? Kann man machen. Ist was anderes, wie einfach Hähnchenschnitzel da rein zu knallen. So, wollte ich das gestern machen und gehe so in den Einkaufsmarkt meines Vertrauens. Hatten sie keinen geräucherten Tofu mehr. Das war doch glatte Wäschler aus dem Hoge gefallen. Nee, ja, war ein bisschen doof. Und dann bin ich in einen anderen Laden gegangen, wollte da geräucherten Tofu kaufen und habe beim Kaufen vergessen, was ich kaufen wollte. Und was habe ich mir mitgenommen? 4 Scheiben Fleischkäse. Jetzt bin ich halt im Überlegen, ob ich einfach eine Scheibe Fleischkäse so klein würfel und ins Tofu rein, nicht ins Tofu, ins Curry reinhau. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Weiß nicht, ich bin mir jetzt so sicher, weil Fleischkäse ist eine geile Sache. Aber ich weiß nicht, wie das im Tofu, ob das halt irgendwie so... Also schlecht wird's nicht schmecken. Aber die Chance ist halt recht gut, dass es halt eher so... Ohne wär's besser. Ich habe halt letztens zum Beispiel mal Tofu gemacht mit Wiener Würstchen drin. Also wo ich die Wiener Würste klein geschnitten habe und habe das da reingeschmissen und... Ja, war schon in Ordnung. Man ist jetzt nicht, es war nicht eklig oder so, aber es war halt so, es passt nicht wirklich dazu.
Es passt nicht wirklich so. Hähnchen geschnetzeltes oder sowas passt dazu. Oder halt einfach gar kein Fleisch rein. Oder halt Tofu rein. Tofu gewürfelt, also wie gesagt, geräucherter Tofu. Geil. Halloumi passt noch rein. So, habe ich jetzt bald alles durch, wenn ich von Tofu erzählt. So. Ja, so. Ich habe jetzt genug von Tofu erzählt. Sag mal, wie lange geht denn dieser Abspann? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wo sind wir denn gerade? Da sind noch mal Produzenten hier. Warte mal, ich muss mal ein bisschen am Analogstick wackeln, sonst geht mein Controller alle. So. Junge. Alter Schwede. Mach doch mal hin. Kann man das ein bisschen schneller machen? Ich würde es so gerne, also... Ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Guckt ihr euch den Abspann ganz an? Also jetzt nicht mit mir, wenn ich hier laber, wenn ihr ein Spiel spielt, guckt ihr euch den Abspann ganz an? Dieses blöde Marvel Cinematic Universe Kack hat uns halt komplett versaut. Weil man immer sitzen bleibt. Könnte ja noch was kommen, könnte ja noch was kommen. Und dann sitzt du hier, so wie ich. Wenn ich jetzt Start drücke, und dann sind wahrscheinlich, ne, ist das weg. So, aber vielleicht überspringen wir da ja dann eine Sequenz. Ist doch blöde. So. Übrigens war das Marvel Cinematic Universe natürlich nicht die ersten, die After-Credit-Scenes gemacht haben. Ich weiß, irgendein Til Schweiger-Film, glaube ich. Junge, der muss aber... Also nach Manta Manta und vor Kein Ohrhasen. Kein Ohrhasen habe ich nie geguckt, aber da gab's... Das war da, wo er irgendwie am Schluss am Wasser sitzt und umfällt. Ich weiß nicht, welcher Film das war. Also Til Schweiger sitzt am Schluss neben einem anderen am Wasser und fällt um und ist tot. Oder so. Das war der Film. Der hatte am Schluss... Der war doch mit Til Schweiger, oder? Der hatte am Schluss noch eine After-Credit-Scene. So. Und das haben wir damals... Wie alt war ich damals? 17, 18 oder was? Ich war da total überrascht, weil wir haben das halt einfach laufen lassen und haben dann noch ein bisschen gequatscht und sowas. Und das lief dann so im Hintergrund. Lalalala. Und plötzlich, zack, kommt noch eine After-Credit-Scene. Ich glaube, es war irgendwie sowas wie, dass irgendjemand einen Brief kriegt und dann macht er ihn auf und dann ist da Geld drin. Hey, ich weiß weder, wie der Film heißt, ich weiß die Handlung nimmer, glaube ich. Ja, doch, so ein bisschen kommt was. Ich glaube, die haben sich Geld von Mafiosi oder so ausgeliehen und es halt nicht zurückgezahlt und dann rennen sie halt von dem Mafiosi weg. Was wollten sie mit dem Geld machen? Der eine war irgendwie krank und wollte halt zum letzten Mal noch das Meer sehen oder so. Und dann irgendwie sowas. Spoiler gerade, ein Film macht nichts, ihr wisst ja eh nicht, welcher das ist. Und am Schluss werden sie dann halt von den Mafiosis geschnappt und dann denken sie halt hier. Und dann fragt der Mafiosi so: Was habt ihr vorgehabt? Was wolltet ihr mit meinem Geld? Und dann hat der eine halt gesagt: Ich wollte mal das Meer sehen. Und dann sagt der Mafiosi halt: Das Meer. Hey, ich hab doch gewackelt, Junge. Komm her, du gehst mir jetzt halt auf die Eier hier. Zack, da wird's halt weiter gemaust. So. Ach, überspringen könnte ich mit E. Nö, mag ich nicht. Ja, egal. Dann hat der Mafiosi halt gesagt: Das Meer, ja, das ist eine gute Idee. Hast du gut gemacht. Coole Idee. Hier, ich bin dir nicht böse, ich lass dich überleben. Da geh ins Meer, Nippel ab. Nippel ab. So, irgendwie war das, ja. So, das war eine After-Credit-Scene. Ist das bei Spielen, kommt das bei Spielen überhaupt vor, dass es wirklich eine After-Credit-Scene gibt? Alter. Zenimax, du gehst mir so auf die Eier, hey. Kannst du nicht weniger Leute einstellen? Nee, die IT-Leute, die dürft da reinlassen. IT ist wichtig, die könnt ihr da reinlassen. Aber hier, Enterprise Services, also die Raumschiffe reparieren, die braucht man nicht so viel. Guck. Da hier der Operationsingenieur, den braucht man nicht. Den gibt den, so soll er umschulen zu IT. IT kannst du nicht mehr gebrauchen, keine Ahnung. Nein, ich bin kein ITler mehr. Bin jetzt woanders tätig, so ist auch egal. Was haben wir sonst noch zu sagen? Keine Ahnung. Guck mal, was ich hier hab. Ein Mittel gegen Sodbrennen. Wo ist denn das her? Nur das meine Freundin gekauft? Halt mal bis... Ah! Kami. Sorry, da ist wieder eine Kami. Das Problem an einer Kami ist, dass die sehr gerne auf meiner Tastatur rumrennt. Und die dollsten Sachen macht mit ihren Füßen. Bild auf den Kopf stellen, komm her.
komm. Ja. So. Hier kannst du ja wieder deinen Schweif reinhalten. So, ja. Muss ich mich ein bisschen um das Kätzchen hier kümmern. Gib mir mal das Mikrofon weiter her. So. Gucke. Nein, wir gehen nicht auf die Tastatur. Okay, sie will auf die Tastatur. Warte. Haha. So, ich bin nämlich schlau. Ich stecke die Tastatur aus. Ja. Dieses kleine Kätzchen hier, sieht irgendwie lustig aus. Guck mal, es passt zu meinem Bart, oder? So, findet ihr nicht? Ja, dieses kleine Kätzchen hier hat halt die Angewohnheit, dass es auf meine Tastatur springt. Ist besonders dann blöde, wenn ich gerade Videos schneide. Und dann kann es halt sein, dass die halt... Ja, das dann halt beendet, ja, da habe ich vorher gespeichert, aber manchmal geht es auch hin und verändert irgendwas am Interface und dann stehe ich da, was zur Hölle. Und sie setzt sich halt gerne auf meine Tastatur. Ich habe so eine beleuchtete Tastatur und da sitzt sie sehr gerne drauf, aber nur, wenn sie leuchtet. Keine Ahnung, vielleicht ist sie dann Werner oder so, ich weiß nicht. Und dann ziehe ich halt einfach den USB-Stecker aus der Tastatur. Ja, aber dann leuchtet sie ja nicht mehr. Und das findest du dann nicht mehr so witzig. Und dann geht sie wieder runter. Und dann stecke ich einen USB-Stecker wieder rein, dann leuchtet die Tastatur wieder, dann kommt sie wieder gerannt, will wieder auf die Tastatur setzen. Stimmt's? Ja, mein Mädchen. Da bist du, gell? Blendes komisches. Oh, ja, komm her. Was hast du denn da? Nix. Ah, die ist nur strubbelig. Strubbelig ist sie am Kopf. Ich hab gedacht, die hat da eine Zecke oder so, oder? Zeig mal hier. Guck mal darüber. Guck mal darüber. Geht nicht. Ja, kannst du mir erklären, wo sie hingucken sollen. Super Idee. So, wo sind wir denn gerade hier? Senior Technical Program Manager. Ja, aber welchen Dingens? Sind wir irgendwo anders? Was ist Mädchen? Ja, da. Jetzt leckt sie mir einen Daumen ab. Wieso leckst du mir einen Daumen ab? Soll ich dir mal einen Daumen ablecken? Ich habe schon mal meiner Katze an den Füßen geleckt. Hat salzig geschmeckt. Mache ich aber nimmer, weil mir dann eingefallen ist, dass sie ein Katzenklo hat. Und ich habe keinen Bock, meiner Katze an den Füßen zu lecken. Und dann hat die so zwischen den Pfoten oder so noch so ein paar Krümelchen, weißt du? Generell eine komische Idee. Wieso sollte man Katze an den Füßen lecken? Ja, keine Ahnung. So halt. Macht man halt so, wenn sie die Füße so hinstreckt. Und wahrscheinlich meine Freundin auch. Aber die geht aber auch nicht aufs Katzenklo. Hoffe ich. Und wenn, dann schatzt es wahrscheinlich mit den Händen zusammen und nicht mit den Füßen. Wie bin ich jetzt hierhin abgedriftet? Keine Ahnung. Guck mal, da ist sie schon wieder. Hallo. Hallo, Mädchen. Ja, guck mal. Lass mal gucken. Ja, nee, Essen hat sie. Die findet das wahrscheinlich nur seltsam, dass ich hier, was, Walt Disney Company? Ach so, ja, Lucasfilm. Was? Ey, ich hab grad voll die Eingebung gekriegt. Disney hat Lucasfilm gekauft. Ja, das werdet ihr jetzt denken. Ja klar. Sorry, in meinem Kopf war irgendwie so, dass Disney die Star Wars Lizenz gekauft hat. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass die ja Lucasfilm gekauft haben und deshalb alle Lizenzen an den Filmen halt haben. Okay. Haben wir wieder was gelernt, mein Mädchen. Gell? Gutes Mädchen. Da. Streichel, alles super. Meiner Katze muss ich pelzig retten. Versteht sie mich nicht. Gell? Kleines Katzetier. Ja. Muss mal gucken. Ist eigentlich eine gute Idee, wenn meine Katze da ist. Also die eine Katze, Kami heißt die. Weil wenn die nämlich hier ist und sich von mir gerade... Komm her, Mädchen. Und sich von mir gerade verwöhnen lässt, dann heißt das, dass die andere Katze, die da heißt Katze, dass die auf ihrem Sesselchen liegen kann und in Ruhe pennen kann. Weil Kami das nicht gut findet, wenn sie alleine wach ist und dann weckt sie immer die andere. Jetzt, wieso leckst du mir jetzt den anderen Finger? Okay. Oh, kennt ihr das? Oh, Katzenzungen. Das ist so, das macht... guck mal, Katzensabber. Da kriegst du deine Katzensabber oben auf dem Hals geschmiert. Ist das gut? Ist das gut, Mädchen, ja? Alles klar. Was sind wir hier? Actors. Ja, hä? Warum denn?
Aha, oh, okay, wir sind zumindest schon mal bei der Lokalisierung. Fängt man bei, habe ich was verpasst oder fangen wir bei der koreanischen Lokalisierung an? Ja, kann ja sein. Achso, Simplified Chinese, dann gehe ich davon aus, es geht hier um die Untertitel, kann das sein? Text Localization, Quality Assurance oder was QA ist. Was ist ein PTW? Point to Win? Person to Watch? Keine Ahnung. Ja, so, wo sind wir dann? Localization Central Team Keyword Studios. Oh, da ist der guck mal, hier der Senior Audio Engineer. Der heißt einer German Lopez. Geiler Name. Warte, mir fällt gerade auf, dass es den Vornamen auch im Deutschen gibt. Der German. Es ist meistens ein Nachname, glaube ich. Egal. Okay, jetzt sind wir bei French. Das ist aber schön. Was für sich? Céline Echillet, Marie Gross, Sebastian Griswold. Was ist los, Mädchen? Okay. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mein Kamilein hat gerade beschlossen, dass er jetzt Gewülle hochholen muss. Ja, Mädel, sorry, kann ich dir leider nicht helfen, aber du könntest wenigstens auf die Platte violinieren und nicht auf das Mausmatte. Oh je, ich hoffe, dass man das nicht hört. Also, ich weiß nicht, kann man irgendwie Katzen helfen, wenn sie Gewülle hochholen? Okay, scheint fertig zu sein. Vielleicht wollte sie sich einfach nur noch mal das Essen durch den Kopf gehen lassen. So, lass mal her. Alles klar? Okay? Nö, nichts rausgekommen. Ah, okay. Es geht weiter. Ach, ist das interessant. Ihr könnt froh sein, dass ihr das gerade nicht mit ansehen müsst, wie eine Katze da sitzt und würgt. Gibt's irgendwie, also ernsthaft jetzt, ich muss das mal. Okay, jetzt putzt sie sich. Rausgekommen ist nichts, jetzt putzt sie sich die Füße. Ja, dann ist ja alles gut. So. Alles klar, Mädchen. Geht wieder. Ist gut. Selbst noch? Nee, so ganz. Ja, sie ist am Putzen. Sie ist am Putzen jetzt wieder. Ja, jetzt nicht, weil ich ihr nämlich einen Hintern streichel. So, da streckt sie nämlich einen Hintern hoch. Das ist immer wieder schön, wenn eine Katze sich irgendwo hinlegt, muss sie nur so auf da, wo der Schwanz, wo der Rücken zu Schwanz geht, da ein bisschen so drauf tutzeln und dann streckt sie den Arsch hoch. Ach Gott, bin ich gemein. Ja. Oder wenn sie pennen, kannst du ihm so am Ohr, ich hab kein Ohr, hier, so am Ohr, so mit dem Finger, so am Ohr, so blub, blub, und dann wackelt das Ohr. Keine Ahnung. Ich habe mal irgendwo gesehen, Tierpfleger im Zoo, wenn die einen Tiger oder so betäuben mit so Betäubungspfeile und dann tun die da dran erkennen, ob der und dann kann man da dran erkennen, ob der schon richtig betäubt ist oder noch nicht. Und zwar, wenn du hingehst beim Tiger und tust ihm halt oben am Ohr so reiben und er wackelt mit dem Ohr, dann ist er noch nicht richtig betäubt. Also dann ist er halt am Einschlafen, aber noch nicht betäubt. Wenn du aber... Okay. Kamilein geht woanders hin. Wenn du aber am Ohr reibst oder sowas und der wackelt dann nicht automatisch mit dem Ohr und dann ist er betäubt. Dann darfst du so richtig reingehen und darfst dann... Keine Ahnung, wie transportiert man denn einen Tiger? Die sind doch sehr schwer, oder? So. Guck mal da, wir sind schon bei den Songs. Ja, ich werde doch nicht müde davon. Boah, ey, Mann, ey, mach mal ein bisschen schneller. Ich hab voll Hunger. Ja. Die Meistersinger von Nürnberg, Ouvertüre 951. Ah! Das war... Okay, das war ziemlich viel. Ich wusste gar nicht, dass da so viel klassische Musik gelaufen ist. Ich kann mich nur erinnern,
im Vatikan, als wir da eben da die Schallplatte mitgebracht haben. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Giuseppe Verdi, ja, ja. Verdi nicht, hat keinen Sinn. Junge, das Akt 1, Szene 1, Granduova, ayo, Rigoletto. Oh, wo ich gerade Rigoletto lese, ich hätte auch noch Tortellini, die ich mir heute machen könnte. Weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Jetzt, Tortellini hätte ich eigentlich mehr Bock drauf als auf Curry. Aber für Curry habe ich halt noch Gemüse gekauft. Und das sollte jetzt auch nicht so lange da rumliegen. Paintings. Geht's noch? Was habt ihr denn noch alles drin? Schuhbändelhersteller vom, keine Ahnung, vom Hausmeister? Cleveland Museum of Art. Ja. 80er, 17 noch was? Ja, okay. Junge. Jetzt aber. Jetzt gehen mir wirklich die Themen aus. Alles klar, ist mir gerade egal. Guck mal hier. Wir gehen jetzt mal gucken. Was haben wir denn Feines? Auf dem Handy. Ja, da kannst du hin. Tralala. Städelmuseum Frankfurt am Main. Ja, das ist aber schön. Legal Acknowledgement. Oh, ich glaube, wir sind so ziemlich am Schluss jetzt. Oh. Sag bloß, wir haben es geschafft. Okay, ich sag euch, es gibt keine Szene danach noch. Die Musik ist zumindest schon mal leer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, fahr mal weg da. Und jetzt wenigstens The End oder sowas. This is the end. My good old friend. The End. Na? Es gibt noch eine After-Credit. Nee. Damit ist die Hauptgeschichte von Indiana Jones und der große Kreis abgeschlossen. Das muss aber nicht das Ende der Reise sein. Sämtliche Schauplätze können erneut aufgesucht werden, um noch ausstehende Feldforschung zu erledigen, wirklich alles Findbare aufzuspüren oder einfach die Sehenswürdigkeiten zu genießen. Es gibt immer etwas zu abenteuern. Okay, dankeschön. Gina, bist du dabei? Nee, guck. Gibt's hier was zu finden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, okay, aber was das ist, wissen wir immer noch nicht, ne? Der große Tresor. Was das ist, weiß ich. Das ist... Kadoing. Wie sieht's denn bei unserem Inventar aus? Guck mal. Was haben wir denn hier? Das Stein von Machu Picchu. Wieso habe ich denn nur noch einen Stein? Ich hatte doch an dieser Stelle 2 eigentlich. Und hier Funkfrequenzen, da weiß ich heute nicht, was man damit machen muss. Ja. Huch. Was jetzt? Ah! Da kann man was lesen? Hab ich doch eben gemacht. Okay. Man kann hier irgendwas machen? Moment. Kann man das auch woanders reinstecken? Ja. Ich habe da so ungefähre Ahnung, was man hier machen kann. Moment. Ich stecke das mal da rein. So. Kann ich da noch was reinstecken? Ja. Pass auf, ich kann genau sagen, was jetzt da. Also, hier wird aufgehen, der da und die komplette Reihe. Pass auf. Ja, okay. Ich glaube, wenn man alle Dingsies hat, was ich ja aber leider nicht habe. Okay, jetzt geht nur die 3 rechts ab.
Alter, wie viel von den Dingern habe ich da gesammelt? Okay, komm her. Ach so, die müssen wahrscheinlich alle aufgehen. Okay. Sollen wir mal probieren, eins voll zu machen? So, das wird jetzt... So. Dann... Da ist wieder eine Kami. Dann, ich würde das da rausmachen. Braucht man nicht. Und ich würde es stattdessen... Nein, komm raus. Und würde es stattdessen lieber da unten reinmachen. So. Zack, gucke. So. Wie komme ich jetzt da hin? Keine Ahnung. Notfalls kriegen wir schon noch hin, so. Ja, da ist es egal, wohin. So. Da ist es egal, wohin. Und da unten muss eins rein, so. Es ist totaler Quatsch, was ich hier mache. Also, ich schätze mal, das wird deutlich eleganter gehen. Wenn ich da eins reinmache. Ja, so. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man hier alle Dinger da aufdingsen muss. So. Da ist es gut drin. Komm mal her. Hoppala. Nein. Mach weg, Indy. Ich will das da haben. So. Nein. Aber ich kann die auch andersrum drehen. Aber wenn ich links rumdrehe, tut es nur die im direkten Umkreis. Aha. Nee, nein, mach doch raus da. Okay, wieder was gelernt. Also, ich würde hier eins reinmachen. Und dann nach rechts drehen. So, gucke. Ah, sieht gut aus, ne? Und dann da eins reinmachen. Schon noch ein paar, oder? So. Dann würde ich... Kacke, siehst du das da? Ist ein bisschen doof. Ja, komm. Ja. Sie wünschen... die will an meinem Kopfhörer schnüffeln. Was los? Was los, Mädchen? Ja, komm her. Gutes Mädchen. Ja, sorry, das ist halt... So ist er halt. Ja, was ist? Was hast du vor, Mädel? Was willst du machen? Und die Katze, die Kami weiß nicht, was sie machen will. Wenn ich jetzt da noch eins reinstopfe, nach rechts drehe. So. Ich stopfe jetzt einfach mal alles zu. So. Wieso ist mir das eigentlich vorher nicht aufgefallen? Ja. 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 Da, guck. Du kommst mit. Hier. Und zwar kommst du da rein. Oh. Also unterbrochen. Schade. Schade. Meine Idee war nämlich folgende. Dass ich das da rein mache. Umdrehe. Aber dann bleibt hier eins übrig. Das ist natürlich schlecht. So, ist egal. Dann stopp mal hier noch eins rein. So. Zack. Und... Ja, komm. Was soll's? Wir haben nur noch zwei. Sehr gut. Da muss ich auch nicht lange überlegen. Das bringt hier halt gar nichts. Das ist ja jetzt doof. Na egal, hab. Zack. Ja.
Okay, dann, ja, nee, komm, hopp, letztes da rein, zack. In irgendeine Richtung gedreht, ist mir egal. So, ich glaube, mehr haben wir nicht. So, Leute, das war die After-Credit-Scene. Achso. So. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn wir alle haben, also alle Geheimnisse hätten, dann würdest du alle hier voll kriegen oder voll machen müssen. Und dann passiert irgendwas. Weiß ich aber nicht was. Da würde ich einfach mal sagen, guckt es euch auf YouTube an. Das geheime Ende oder so. Ich sage jetzt mal hier nicht ganz geheim. Tschüss. Das ist jetzt hier das Ende. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Spiel. Tschüss.